Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig und jetzt Ex oder Arschloch. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Skull! Ist aber auch gut, dass die Warnung ausgesprochen wird, dass irgendjemand auf die dumme Idee kommt, sowas wirklich Das zu ist machen. komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Genau genommen für... Sagte also der Leichenbestatter? Ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Bord. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Mhm. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ja, Ruhe in Frieden und all das. ich find's auch schön, dass sie sich da so selber auf die Schippe nennen. Das ist eigentlich schon echt geil. Du hast 0 von 800 Punkten erreicht. Ich bin nicht wirklich tot. Oh, hör auf damit. Sehr geil. Okay. Hier, Sarg. Ganz schön dunkel. Öffner? Sie öffnet sich nicht. Ich bin gefangen. Okay. Holzbohrer? Das braucht nicht angebohrt zu werden. Nett. Ich hab gedacht, du wärst in so einer mystischen Lage. Na gut, dann hier. Der Meißel ist für alles gut. So, Universalwerkzeug. Huch? Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Einen Moment mal, ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. So, dann schnappen wir uns erstmal eine Sargnadel. 4 an der Zahl, die brauchen wir später noch. Körper, der ist wohl rausgeplatzt. Der Kerl war so fett, dass sein Sarg geplatzt ist. Sehr geil. Okay, Knochenstapel. Ich will nicht wissen, was hier passiert ist. Skelettarm. Noch ein Skelettarm. Nehmen wir dann. Ich habe schon einen schönen Skelettarm, danke sehr. Schädelstapel. Ich frag mich, wo die Körper abgeblieben sind. Willst du das wissen? Riesiges Netz. Ich frag mich, wo die Spinne ist, die dieses Netz gesponnen hat. Ausgang. Er führt hinaus zum Friedhof. Er ist verschlossen. No. Schädel. Und? Unheimlicher Schädel. Unheimlicher Schädel. Okay, ich sag nur überall das Gleiche. Viele Särge hier. Viele Särge hier. Okay, dann der hier. Ich glaube, das Klopfen kommt aus diesem Sarg. Na gut, dann bevor wir irgendwas Dummes machen. Gehe ins Licht. Sehr geil. Okay. Mama hat mal auf, so wie unseren Sarg. Ach, Universalwerkzeug Meißel hilft. Und, Achtung, wer da drin ist, erinnert ihr euch an Monkey Island 2? Dann könnt ihr das vielleicht wissen. Es ist... Trommelwirbel am besten noch. Wow. Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen.
Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, nun... Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben. Schießwütige Duellanten. Und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das sich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wo auch immer und wann auch immer der die hat Wenn du machen in diesen lassen. Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen Ja, lassen? eben. Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch! Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Ich mag die Musik. Ha, gib Meißel an Stan. Okay, es sah eher aus wie töte Stan mit Meißel. Okay, gucken wir uns mal an. Ja, wir erinnern uns in Monkey Island 2 haben wir ihn in den Sarg gesperrt. Es ist Stan. Ich glaube, ich brauche jetzt Versicherungsschutz. Warte eine Minute, Sohn. Gib mir eine Chance, mein Büro einzurichten. Und jetzt, ab mit dir. Okay. Ja, glücklicherweise nimmt das uns dann übel. Stans Allgemeine, denn man kann jederzeit auf schreckliche Weise sterben. Sie ist sogar laminiert. Und als sei Todesursache haben wir dummerweise auch schon erlebt. So wie schießwütige Duellante, gefräßige Reptilie, Treibsandgrube, ne? Ah, okay. Braucht doch ein bisschen länger. Na gut, dann gehen wir halt hier wieder rein. Haha. Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Okay, dann müssen wir uns jetzt noch ein bisschen um was kümmern. Und zwar können wir mit Stans Visitekarte jetzt auch hier in den Gästeraum rein. Ich schätze, ich bin ein besserer Pirat, als ich dachte. Es klappt. Ich habe nie begriffen, wie sowas funktioniert, mit einer Scheck- oder Visitekarte Tür zu öffnen. Minervas Droneheim Meistersuppe. Baronin von Borscht. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Gucken wir mal hier, Kleiderschrank. Ein wirklich modrig riechender Kleiderschrank. Wenn man Er aufmachen. ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Jo, à la Pinza. Malerisch. Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Wahrscheinlich Porzellankaraffe. Es ist eine altmodische Wasserkaraffe. Man kann auf den Friedhof hinausschauen. Gruselig. Gut, dann ziehen wir mal das Bett aus. Und da ist er drin, der Gast, der niemals ging. Okay, wir haben jetzt genug Nägel, inklusive dem aus dem Flur. Dass wir hier noch das Bett festnacheln können. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Könnte sein, dass ich... Ja, Anna braucht er noch. Hier. Zack. Da, das Bett ist festgenagelt. Das sollte genügen. Perfekt. Zugenageltes Loch, das müssen wir später öffnen. Du hilft uns unseren Meißel leider nix. Die Meistersuppes. Ein Leben in Bildern von MM Meistersuppe. Ja, sehr geil. Nehmen wir. Weil jetzt das nächste Mal, wenn wir uns scheintot geben, müssen wir überzeugen, dass wir Meistersuppe sind, damit wir in die Familiengruft kommen.
Können wir uns das... Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Vor allem Und da steht, lustige ich erhalte Fakten. jeden Monat ein neues Buch oder kündige ohne Kaufzwang und behalte meine Ausgabe von Freibeuter und Fruchtbowle als kostenloses Geschenk. Okay, dann brauchen wir eine Spichel. Und als Ersatz gibt es das Porträtgesicht. Du hast gerade den Spiegel geklaut, nicht wahr? Nein, habe ich nicht. Er ist da, sieh nur. Sieht aus, als hättest du recht. Oh, Junge, ich beginne alt auszusehen. Kommt von all dem Saufen. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. So. Dabei ist das ein Verwandter, der ihn noch nicht mal wirklich ähnlich sieht. Dann können wir noch ein paar Sachen machen. Und zwar zur Windmühle. Wir haben jetzt glücklicherweise einen Regenschirm. Joink. Und immer die obligatorische Haie da im Hintergrund. Also. Zip. Yeah. Da kommen wir durch hier. Fass. Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Gut, das Zuckerwasser brauchen wir hier im Glas. Es ist jetzt voller Zuckerwasser. Ja, geil. Obwohl voller Zuckerwasser würde ich das jetzt nicht nennen, aber okay. So, runter mit uns. Und dann kommen wir jetzt auch so wieder hoch. Okay. Dann ab zu Elaine. Hier. Es ist voll mit leckerem, köstlichem Zuckerwasser. Wette, das Wasser schmeckt gut. Sehr schön. Und der Deckel wieder drauf. Mit Löchern, damit sie nicht versticken. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. Jo, jetzt haben wir hier Glas, was leuchtet wie Zau, Laterne. Und damit können wir jetzt auch das Ding hier reparieren, der Leuchtturm. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. hier. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Hier, Laternehalter. Und der Spichel. Der Leuchtturm funktioniert jetzt. Geil. So. Jetzt kommen wir theoretisch auch mit dem verlorenen Waliser, fliegende Waliser zur Totenkopfinsel. Aber das machen wir erst später. Ich überlege gerade. Ja. Könnte dann noch zu Stan gehen. Der hat jetzt hier sein Grand Reopening. So. Schau, das ist eingerichtet. Schreibtisch. Ah, Wasserkühler. Es ist ein Wasserkühler. Diplom. Es ist vom Karibischen Institut für Korrespondenz. Und Kalender. Und Akten hat er auch noch. Ich glaube, das wäre ein Sakrileg. Ja. Der Sargdeckelschreibtisch ist eine nette Idee. Ist das Foto, das schon in dem Rahmen war? Nein, das ist meine Frau. Mann, ich wünschte, die Leute würden aufhören, diese Frage zu stellen. Geschäftsführer-Ding. Was macht diese Dinger so beliebt in Büroeinrichtungen? Aber ich muss sagen, beim Stan hätte ich mal eigentlich eine andere Stimme erwartet. Gerade dann hätte ich mal nicht so ruhig mit seiner, eigentlich schon mit seiner sonore, ruhige Stimme, sondern dann habe ich mir eigentlich eher vorgestellt, dass er sehr, sehr schnell spricht. Und den finde ich jetzt leider nicht so passend im Vergleich zu all den vielen Superstimmen, die es in Monkey Island 3 eigentlich gibt. Okay, sprechen wir mal mit dir. So. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht, sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst
All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken, mit dem Seelenfrieden, dass für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist. Muss ich hier ein Geschäft führen? Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Okay, wie wäre es mit einem enormen, unverfluchten Diamanten? Dann brauche ich aber diese antike Flasche. Kühlschrankmagnet, feine Schirm mit Bambusgriff, authentischer Piratenzahn. Ich habe nichts, an dem du Gefallen finden könntest. Man kann mal nichts machen. So. Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh, ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Werd ich. Ja, sonst muss ich nämlich blecher. Okay, Versicherungspolice. Der Inhaber dieses Dokuments hat Anspruch auf die Summe von einer Menge Geld. So. Mehr können wir mit Stan leider nicht sprechen. Aber wir müssen mit ihm noch eine Runde quatschen und ihn überzeugen, dass wir zur Familie Meistersuppe gehören. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ein Mitglied der Familie, was? Onkel Griswold, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe Sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist Ihr Name? Matt mit Kartoffel, Anna. Eintopf mit Schinken, Wandern, Gemüse. Matt mit Kartoffel. Matt mit Kartoffel? Ich bin von gutbürgerlicher Herkunft. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Schau mich an. Sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Nein, Sie sehen gar nicht wie ein Meistersuppe aus. Sie sehen eher aus wie einer der Rothschilds. Die hatten immer schon so armselige Gesichtszüge. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Jeden Tag sehe ich mir die Porträts der Familie Meistersuppe an und zolle jedem meiner vornehmen Ahnen Respekt. Jeder vornehme Gesichtszug der Familie Meistersuppe ist auf diesen Bildern zu sehen. Und ich sehe nichts in diesen Bildern, das mich an Sie erinnern könnte. Okay. Dann, warte mal. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Jetzt wissen wir Bescheid, dass der als mal Gemälde argafft. Deswegen machen wir hier folgendes. Reigier. Und die Rieb durchs Bullarch hängen. So. Es gibt nichts Schöneres als Familie. Egal, was in der heillosen Unordnung des karibischen Cluburlaubs geschieht. Ich kann mich immer entspannen, wissend, dass ich aus gutem, wohlhabenden Hause stamme. Erziehung. Das ist es, was zählt. Erziehung und Kultur. Genau wie bei Großvater Lambert. Erziehung, Kultur und viel, viel altes Geld. Das macht einen Mann stolz. Das ist komisch. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, dass Großvater Lambert so gewöhnlich aussieht. Verrückt. Es ist, als ob mich die Augen verfolgen. Ich kriege eine Gänsehaut bei solchen Bildern. Sehr schön, das reicht. Damit wir noch eine Runde mit ihm quatschen können und ihn vollends überzeugen. So.
Grieswald. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Jetzt, wo Sie es sagen, Sie erinnern entfernt an meinen Urgroßvater Karl Lambert Meistersuppe. Klammi? Die Leute zu Hause sagten mir immer, du bist dem alten Fresssack Meistersuppe wie aus dem Gesicht geschnitten. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben recht. Ach, ich frage mich, warum ich es nicht schon eher gesehen habe. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, Sie meinen die Glücklicherweise Baron Salmon Bisque Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Scab Island nur mit einem Löffel und einem Traum. In nur 4 Jahren baute er die größte Suppenrestaurantkette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie Van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die Van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Ah ja, okay, wie dem auch sei. Das heißt im Prinzip... Nun, mein Sohn, Na, es später. scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ich bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofortiges Prestige in den Gefilden um Blood Island. 10% Rabatt in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengruft begraben. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Oh ja. Ja, das heißt eigentlich, dass der Koch auf Blood Island in dem Restaurant Blutige Lippe hieß das, glaube ich, dass der wahrscheinlich auch ein Meistersuppe ist. Jo, aber ich würde mal sagen, du saufen wir doch mal drauf, Anna, ne? Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher, sicher. Hui. Und zwar mit Rübe frei. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns immer mal hier wieder zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig, wo es dann in die Gruft der Familie Meistersuppe geht. Also machen's gut und bis immer mal hier dann wieder Iron Yankee.